Hallo zusammen, schön seid ihr wieder da. Ich erzähle euch heute eine neue Geschichte von unseren kleinen Freunden rund um Kille Unterseen. Und die Geschichte von heute heisst «Ein Lied für den Himmel». Die grossen Kirchenglocken von Unterseen läuten schon feierlich den Sonntag ein. Es ist, als würden sie rufen «Gong, guten Morgen, Gong, hört ihr die Vögel pfeifen, Gong, gut, noch einmal im Bett umdrehen, Gong, aber dann aufstehen zum Morgenessen, Gong, bist am Abziehen, Gong, also die Kirchentüren sind schon offen, Gong, der Gottesdienst fängt schon gleich an, Gong, Gong, Gong.» Auch die Amsel Samira hat die Glocken gehört. Sie wohnt darum gerade in der grossen Birke neben der Kirche. Kein Wunder, so laut wie diese Glocken. Das gefällt nicht allen Tieren. Die Spatzen zum Beispiel zwitschern und schimpfen gegen die lauten Glocken. Aber der Samira macht es nichts aus. Sie freut sich darum schon auf den Gottesdienst. Sie isst etwas zum Morgen und fliegt dann auf den Friedhof über und planscht fröhlich im Friedhofsbrunnen, so dass sie schön sauber ist. Als sie ihre Federn trocken schüttelt, trippelt sie aufgeregt auf ihren Amselfüßchen um. Schon bald fährt der Gottesdienst an. Juhu! Sie fliegt schnell auf ihren speziellen Kirchenast, den, wo sie so schön zu den grossen Kirchenfenstern hineinsieht. Und zum Glück ist die Musik und die Orgel alle so laut, dass sie sie draussen auch hört. Die Frühlingssonne scheint warm durch die Birkenblätter und auf die Federn von Samira. Die Glocke hat ihren letzten Glockenschlag gemacht. Samira holt tief Luft und in der Kirche greift die Organistin in die Tasten, so dass die Orgel schön laut anfängt zu spielen. Und im gleichen Moment singt Samira in voller Lautstärke ihr allerschönstes Lied. Zusammen mit der Orgel. Ihre Augen leuchten, das Brüstchen ist stolz ausgestreckt und sie singt und sie pfeift alle Melodien, die sie in dieser Woche geübt hat. Obwohl die Menschen in der Kirche die Amsel Samira nicht hören neben den Orgeltönen, ist es gar nicht so schlimm, weil sie singt ihr Lied ja direkt in den Himmel rauf. Und ich bin sicher, dass Gott nicht nur die Orgeln und Kirchengesangsbuchlieder hört, sondern auch das Lied von Samira. Das war die Geschichte vom Lied für den Himmel von Amsel Samira. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn ich euch eine Geschichte erzähle von unseren kleinen Freunden aus der Kirche Unterseen. Bis dann, bleibt gesund und habt's gut. Tschüss!